gemeinsam auf. Und ich bitte dich, streck dich aus in die Gegenwart Gottes. Lass dich erfüllen und fang an zu beten. Ja, schön schon beten. Entschuldigung, fang an. Beten mal. Jetzt. Ma famiglia di Mughera ma udeve mani pene muji ben rama kamuke di mi usi per l'asfa che tendrà uniti un po' che scoi e ne mani maudeve uci penra mancamo che colesti ad amete la basta a codisme chiula pagesca ova tu penal a codis al manzar Lau katimu kila Tuhan mansa Mau Jesus manipende Puji penra mangamuke Umenci ti distrella ma famiglia Mughera ma udeve mani pene uci penra nangamuke Dihimi usi per das den Raume die Honko-Keskoi e di mani marudene uci penra mangamuke Come pazzas Doleski adame deve mavasta Un hakudisme kirula pagesca On hatu penal hakudis almanzar Lau katimu kila mantu almansa Mau Jesus manipende Uci penra angamuke Doleski adame deve mahasa Hakudis mediula Pagescau Ova tu penal Hakudis almanzar Lau katimu kila mantu almanzar Mau Jesus manipende Uci penra mangamuke Iba udino buketu mit Heiligen Geist Gott schenke euch bis die Welt upali Jesus die waren voller für Jesus. Haku di deshalb kuita das para problemi, situazioni tutti teni tata Jesus. Am Heiligen Geist. Gloria plemosi. Gloria plemosi tata Jesus. Ma premo pal che tu si premo tata estre. Tu ero pre ante ucipe, ante così. Larga ta shefa Jesus.
bist bei mir. Wir bleiben in dieser Haltung, bete weiter, deinen Gott an, streck dich weiter aus in die Gegenwart Gottes und lass dich erfüllen. Diese Welt, sie wollte mich stehlen, o Herr. Sie hat mich belogen, o Herr. Sie wollte, dass ich dich betrüge mit ihr. Doch ich war dir treu, o Herr. Auch wenn ich ganz am Boden war, o ich war dir treu, die ganze Zeit. Gewackelt. Es war deine Liebe, die mich am Leben hielt. Deine Liebe, die mich nie fallen ließ. Sie wollte mich stehlen, o Herr. Sie hat mich belogen, o Herr. Sie wollte, dass ich dich betrüge mit ihr. Doch ich war dir treu, o Herr. Auch wenn ich ganz am Boden war, o Herr. Bist du treu, Halleluja. In dieser Nacht warst du bei mir, o Herr, dein Wort war
wir bleiben noch ein bisschen inne jetzt, 1-2 Minuten. Können wir es auch Danke an vielleicht. Man auch noch, Albert betet noch mensen auf viele Leitungen. Ich merke eine Bedrücktheit hier in dem Raum. Und wir wissen, Herr, dass du wirken willst. Ja, Vaudel Jesus, var als Gemeinde, die Betreuung Jesus. Ja, Vaudel, die was Gott, die Vaudel, Jesus Christus, Herr. Geil du in Jesus Christus. Herr, die was zu deinen Füßen, Vaudel. Vaudel, die Lajaska und Herr, Wasser zum Kreuz, Vaudel. Herr, die Rula Benela, Herr, Matthäus 11,28. Die was Bastudi, Herr. Die was Bastudi, Vaudel, Herr. Die was mit Herr, komm mal heute, bedrückt Leben, Herr. Komm mal, Vaudel, überlass Leben, Jesus. Komm mal, Vaudel, Jesus, heute, Sterela, Vaudel, die Gemeinschaft, die du, Vaudel. Egal, habe Sorge, habe Probleme, Jesus. Herr, Herr, du die Vaudel. Herr, du kannst den Zugang frei, Jesus, am Kreuz von Golgatha. Herr, Vaudel, Herr, komm mal, Jesus, Maschramenti, Herr. Herr, Vaudel, halt du breit, der Vorhang ist zerrissen. Herr, du kannst diesen, ja, einfach den Weg frei, Vaudel. Du sie grämen, Herr, mit dem Vorhang, Herr. Herr, die haben es Gott immer noch getrennt von Gott. Gott, die hieß Herr, Sünder. Oder egal, Herr, warum geben, hieß der Reisweg von Gott. Aber dann, Herr, reiß halt du, Herr, diesen Vorhang, Herr. Und gerade diesen Zugang frei für die Rechabe, Herr, der braucht auch gekommen Priester, Herr. Der war, Herr, mit einem aufrichtigen Herzen vor deinem Thron, Jesus. Und Manat und Baudel. Herr, um Vergebung, Baudel. Verzeihung, Baudel. Die Verlust, die Versagung, Baudel. Manat und Baudel. Toben du rein mit dem Ort, Jesus. Herr, kein Mensch in Dreh, Baudel. Hoi, Herr, Jesus, mühselig und beladen, Jesus. Hoi, ducke der Herzen, Herr. Hoi, ducke der Jesus. Herr, Baudel, die was Gott mit Hand, Herr, vor deinem Thron, Jesus. Die was verschuppert zu Baudel. Und da tut die Herr, diese ganze Last, Probleme, Krankheiten, Schmerzen, Enttäuschungen, Baudel, Rückschläge, Jesus, alle Bosheit, alle Krankheit, Jesus Christus. Lauter Baudel, Herr. Bei Gott die Hebammen, dann tut die Jesus. Die wird Zugang frei machen. Die wollen das tut Jesus mit Arroganz zu sie machen. Helf ihm machen. Der just du getreu machen. Herr, Sünder hin gefährlich machen. Sünder drin rennen, Herr. Wenn die Gamme Sünder Gräler machen, dann lass die Rechabes auf dem Kreuz. Das so unendlich, Baudel. Du kannst, Baudel, neben Menschen an tutti, Baudel. Herr, Guguru, Mensch, weg, Jesus, den gibt es nicht mehr. Du kannst, ich mache alles neu. Aber, Baudel, schenke uns deine Salbung, Herr. Schenke uns deine Salbung, Heiland. Salbe deine Gemeinde, Baudel. Die Rechaben, Jesus. Du Hengerblendi, Herr, du Kamelen, Baudel, die Musik ganz richtet auf die Rechabe, Herr. Die Geburt Kamelen, die Dalt und hin, Jesus. Du leid mich frei von Leider, Herr. Du befreie Almen, Herr. Du dann mir eben gut schieben, Baudel. Du laut ab, du die Jesus, die Welt entschieben, Baudel. Herr, Baudel, du trugst unsere Schuld, unsere Missetaten, Baudel. Jegliche Krankheit, Jesus. Laut ist am Baudel falsch, Herr. Du laut am mich, du Baudel. Du halt würdig Petras an das Lamm, Herr. Am du kann uns sehen. Führ und leite mir, Baudel. Helf mir du, Jesus. Du meine Amen, Bashmandi. Amen, mine Chave. Amen, Bashmandi.
mit anderen Ruhe, mit anderen Frieden. Oh, Rabashia. Ah, Heiland. Danke, Baudebe. Gloria, Baudebe. Gloria, tu Yeshua. Danke, Baudebe. Halleluja. Wir haben noch das letzte Lied, aber du hast noch Gelegenheit, deinen Herrn zu suchen. Bereite dich vor, deinem Gott zu begegnen, denn wir wissen, gleich ist der Bruder dran mit das Wort Gottes. Und glaube daran, das Wort Gottes spricht zu deinem Herzen heute. Glaube es. Ce prepara.
spät, Kaki. Halleluja, warum da, du bist du, Jesus, Herr. Oh Vater, danke schön für deine Gegenwart, Jesus, Herr. Danke schön, die du Gai war, und Herr Jesus, Herr. Oh Vater, wenn am tutti war, und Herr Jesus. Und Gamato, ich gestehe, Vater Jesus, die Hamci ohne Dio war, und Herr Jesus, Herr. Mit Hamci ohne Dio, Vater Jesus, Herr. Und mit Schafaci ohne Dio war, und Jesus, Herr. Danke, Mangado, kennen als Gemeinde, Vater Jesus, Herr. Und Vergebung, Vater Jesus, Herr. Verzeihe mir, Vater Jesus, Herr. Kein Mangla, gar gut Bereich, Amaro, Jeepen, Jesus, Herr. Kein Mangla, Jesus, Apazzapen, Vater Jesus, Herr. Kein Mangla, Vater Jesus, einfach. An tutti, Vater, in den vollkommenen Sieg, Jesus, Herr. Aber manchmal mogame verblendrelle von Gauvelto, Baro, Jesus, Herr. Oh Vater, verzeihe mir, Jesus, Herr. Wenn dein Anspruch war, oder du mir Krall, Vater Jesus, Herr. Du meral mir, Vater Jesus, Herr. Gagamantire Vasta, Jesus, Herr. Form mir, Vater, gebrauche mir, Jesus, Herr. Kaki ab die Kangri, Baro, ab die Gemeinde, Jesus, Herr. Kaki ab Mandi, Vater Jesus, Herr. Und der du Hakenes Koboi braucht, du Vater Jesus, Herr. Dankeschön, Maro, Maro, Rayo, Maro, Keno, Jesus. Amen. Ja, ihr könnt euch hinsetzen. Jesus ist hier, ja? Ja, und zwar bevor wir anfangen, möchte ich einen jeden begrüßen, in den Namen Jesus Christus. Ja? Und zwar habe ich viel, wie ihr seht hier, viele Bücher sind aufgeschlagen hier. Und zwar war ich schon lange nicht mehr dran. Eigentlich bin ich nicht so übergesprächig, ja? Eigentlich versuche ich es immer kurz zu halten. Aber jetzt habe ich doch viele Teile gehabt und ich versuche das so irgendwie zusammenzubringen. Ja? Wie ihr wisst, war ich alle vor circa 3 Wochen war ich im Krankenhaus und war kein schöner Aufenthalt, wie meisten im Krankenhaus war mit Schmerzen verbunden. Aber wisst ihr, was da passiert ist in dem Krankenhaus? Auch die ersten paar Tage habe ich mich so ein bisschen einsam gefühlt. Nicht menschlich einsam, meine Familie war da, hat angerufen, meine Eltern, meine Frau, meine Schwestern, meine Cousins, Freunde, Schwager, alle haben sich gemeldet, Brüder, alle von der Gemeinde. Aber kennt ihr das? Irgendwie so ein Gefühl habe ich gehabt, als ob ich da alleine wäre. Kennt ihr das alle? Und das war, glaube ich, den 2., 3. Tag. Da war ich auf dem Zimmer alleine und habe einfach mal so Fernsehen angemacht. Und da war gerade eine Predigt von Baileys Conley. Und ich habe noch 1 Minute mitgekriegt. Wisst ihr, was seit Monaten schon, was für ein Wort ich immer sage, was mir ganz groß geworden ist? Weiß es einer von euch? Ich bin bei euch aller Tage bis an der Weltende. Ja? Und so habe ich das Fernsehen angemacht. Ich habe noch 1 Minute vielleicht mitgekriegt und wisst ihr, was er gesagt hat? Ich bin bei euch aller Tage bis an der Weltende, hat Baileys Conley noch gesagt am Abschluss. Und da konnte ich mir selber im Gesicht schlagen, ja? Dass ich so blöd war. Manchmal ist das so, ja? Und dann in Australien, wir können auch manchmal selber, Jesus, du bist bei uns aller Tage bis an der Weltende. Und ich sage immer, auch wenn wir Jesus nicht sofort immer verspüren, ist er trotzdem bei uns. Ja? Aber selber, wenn du in so einer Situation bist, kommst du ein bisschen später drauf, dann geht das nicht so schnell. Ja? Und ab da ging es bergauf. Und dann hat Gott zu mir geredet, ich habe mir viel aufgeschrieben, viel notiert, viel gelesen, auch viele Filme geguckt, ich habe mich noch gelesen. Ich habe Fernsehen auf dem Zimmer gehabt. Dann habe ich noch DVD mitgehabt mit so 200 Filme, Handy, Netflix und alles. Aber ich habe auch viel gelesen, viel gebetet, bin spazieren da gelaufen. Also Barberklinik kenne ich ziemlich gut jetzt. Und so konnte Gott sprechen. Ja? Und zwar heute will ich mit euch ein Thema besprechen, das habe ich schon in der Jugendstunde so ein bisschen gesagt. Eigentlich wollte ich das nicht. Aber heute Morgen bin ich aufgewacht, so um 5 Uhr, und ging das gleiche Thema wieder in meinen Kopf. So schnell konnte ich gar nicht schreiben. Ich habe mir Notizen gemacht ohne Ende. Und auf mein Handy waren auf einmal zweimal die App Notizen. Und ich habe gedacht, ich kann eine löschen, ohne dass die andere auch gelöscht wird. Waren beide weg. Also habe ich nochmal von vorne angefangen. Und zwar möchte ich mal was mit euch ansprechen. Wie ist das, als du dich bekehrt hast? Hast du da vielleicht gedacht, dass es dir immer gut geht? Auch wenn es nicht bewusst war? Ich habe mich selber ertappt in der Zeit. Ich habe gedacht, das passiert mir nicht, ich lande nicht im Krankenhaus. Ha? Also ich bin ein Mensch, wenn es zum Krankenhaus geht und Ärzte, also ich habe ziemlich Angst vor sowas, ganz ehrlich gesagt.
Ich gehe zum Arzt, wenn es sein muss, aber sonst nicht. Ich gehe lieber in die Apotheke, zahle 50 € für Tabletten, die nichts helfen, anstatt zum Arzt zu gehen. Ja? Und einfach Tabletten zu nehmen, die dann helfen. Auf jeden Fall habe ich mich selber ertappt. Ich habe gedacht, ich schaffe das schon. Also ich bin so ein Mensch, meine Familie kann das bestätigen, ich will immer alles selber schaffen, alles alleine hinkriegen. Seid ihr auch so? Wenn irgendwas zu machen ist, ich versuche es alleine hinzukriegen. Auch beim Schrotten, wenn was ist und da sind schwere Zeiten und ich weiß, da ist was, der können wir vielleicht aufladen, ich versuche es immer erstmal alleine. Aber das ist falsch. Wir brauchen nichts alleine zu machen. Ha? Wir haben einen, der alles vollbracht hat. Ha? Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Natürlich müssen wir unseren Weg gehen, aber wir haben doch immer einen Beistand, einen Tröster, einen Heiler, einen Arzt. Ha? Und so bin ich in eine Situation gekommen, konnte ich selber nicht lösen. Ha? Und dann so im Hinterkopf immer so kleine Gedanken, ja warum? Und der Potzlo. Und so muss ich an Menschen denken, die gegangen sind, die krank waren. Oder Menschen, die noch krank sind. Auch Gottes Kinder. Sagt uns Jesus in der Bibel, wenn wir uns bekehren, dass es uns immer gut geht? Sagt uns das die Bibel? Na, was sagt denn die Bibel? Ich lese euch mal was vor. Das ist auch so die Überschrift. Da steht in Johannes 16,33. Jesus spricht. Das hat er zu seinen Jüngern gesagt. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr mit mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Ist das so? Haben wir in der Welt Bedrängnis? Und was für Bereiche denn? Mit alles, ha? Ich habe mir immer so ein bisschen was aufgeschrieben. Steht Gesundheit, haben wir manchmal Probleme mit, müssen wir kämpfen, ha? Wir haben auch geistliche Kämpfe manchmal, ha? Wenn du in sowas kommst, dann fängt das schon an zu grübeln. Hauski May. Hauski da, du. Ha? Oder finanziell, den kann er Raumann, schon oft, früher schon erst öfters, kann er hier schon ein bisschen, menschlich schon ein bisschen aufgeklärter, ha? Auch früher hast du gedacht, du hast dich bekehrt, geht es ja auch finanziell immer gut. Ist das so? Also ich habe in meinen Jahren gesehen, dass viele, denen vorher finanziell gut ging, nicht mehr so gut ging später. Ha? Kennt ihr das? Meist nimmt das, was in der Welt wichtig ist, ab, wenn man bei Jesus ist, oder? Und wisst ihr was, das ist auch gut so. Stimmt das? Ich lese mal ein bisschen was vor. Manche Menschen glauben, wenn sie Christen werden, bleiben sie von allen Belastungen der Welt verschont, werden sie von allen Problemen und Schwierigkeiten ein für alle Mal befreit und würden nie wieder krank, arbeitslos oder von Unfällen betroffen werden. Brauchst du eine Lebensversicherung oder Krankenversicherung? Ich glaube, jeder hat das. Ha? Ich habe mir sogar eine Zusatzversicherung gemacht. Jetzt habe ich 2 Krankenversicherungen. Ha? Aber manchmal denke ich, bei Jesus einmal bekehrt, brauchst du sowas nicht. Dein Geschäft läuft immer gut. Wenn du arbeiten gehst, deine Arbeitsstelle ist für immer gesichert. Ist das so? Nein, ist nicht so. Ha? Solange wir in der Welt leben, haben wir Bedrängnis, haben wir Kämpfe, haben wir sogar Angst. Ist das so? Manchmal haben wir Angst, ha? Sei es von Krankheit, sei es von, weiß ich nicht, manche haben Angst im Dunkeln. Aber einer ist da, der bei dir ist. Wer ist das? Jetzt weiß ich auch, warum ich das seit ein halbes Jahr rede. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja? Ich kam in eine Situation, wo ich das auf neue erfahren habe, ja? Gebraucht habe. Wisst ihr, das Gebet von Jesus, als er gewusst hat, dass er am Kreuz gehen muss. Kennt ihr das Gebet? Und was hat er denn gebetet da? Hat er nicht gebetet, dass die Situation, der Kälte quasi, alles was auf ihn zukommt, an ihm vorübergeht? Und ist es an ihm vorübergegangen? Wie viel mehr müssen wir manchmal mit Krankheit, Angst und alle Situationen in der Welt kämpfen? Na? Ich weiß nicht, wie lange du noch in der Welt lebst. Haben wir Kämpfe, oder? Haben wir Ängste, Sorgen, Probleme. Und glaub mir, wenn du Kinder hast und sowas, dann geht das immer weiter. Ha? Glaubst du, dass du als
Vater oder Mutter mehr Probleme und Ängste hast als einer, der keine Kinder hat? Ja, pass auf, oder? Viele haben noch Enkelkinder und alles, geht es immer so weiter. Aber weißt du, was das Beste ist, was du tun kannst? Sie unter den Schutz Jesus zu stellen. Amen. Damals, wo Giselle, ihr wisst, meine Tochter geht in Münster zur Schule und als sie eingeschult wurde, das habe ich damals letzte Mal in der Jugendstunde gesagt, oh, das war auch ein Kampf. Und die Schule, wenn ihr da hingeht, das ist so ein ganzes, also der Stadtteil heißt Kinderhaus. Da gibt es zig Schulen für jeden Bereich, überall, wo die Kinder Hilfe brauchen. Na? Und da muss man so noch vorne, bleibst du stehen, da kommen die Taxis, die Busse, die bleiben alle stehen und die Kinder laufen rein. Jetzt ist meine Tochter schon groß, kein Problem, aber damals war sie 6, 7 Jahre alt. Und glaubt mir, ich bin den Weg mitgegangen. Eigentlich bleiben die Kinder, gehen alleine und die Eltern oder die da bringen, die bleiben vorne stehen. Ja, dann wollte ich sehen in der Pause, was in der Pause passiert. Ich habe mich in die Büsche umgetrieben und habe gesehen, was mein Kind da macht auf dem Schulhof. Ich glaube, mein Vater, meine Mutter haben das auch gemacht. Harley Waits, was machen Sie hier? Die haben gedacht, ich will da ein Kind entführen oder irgendwie sowas. Es tauscht mir rum, noch die ganze Arcadia. 2 Pausen. Jedes Mal, um 11:30 und um 11:30. Diskutieren die aus. Wie kann man da ein bisschen was beobachten? Na? Die gehst manchmal ganz dick nicht. Und dann musste ich auch was lernen in der Situation. Meine Hilfe reicht da nicht. Ich kann da nichts ausrichten. Na? Aber Jesus kann da was ausrichten. Na? Wenn du betest und deine Kinder und deine Familie unter die Obhut Jesus stellst, glaub mir, Jesus ist da. Glaubst du das? Wenn wir das nicht glauben, dann sollen wir mal damit anfangen, das zu glauben. Na? Letzte Woche in der Jugendstunde, letzten Mittwoch, war Pepino dran und hat gesagt, ich soll beten. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Dass ich manchmal fast gar keinen Glauben habe. Ich glaube, dass Jesus für mich am Kreuz ist, ja, aber alles, was mich anbetrifft, fehlt mir manchmal der Glaube. Aber wisst ihr was? Du kannst Jesus auch im Glauben anbeten. Na? Jesus rüstet uns aus mit das, was wir brauchen. Und wisst ihr, was hilft? Lest deine Bibel. Wir Brüder waren heute mit dir zusammen, haben ein bisschen gesprochen. Da ist ein Wort gefallen. Alle Schrift ist eingegeben vom Heiligen Geist. Ist das so? Also alles, was da steht, erzähle ich euch nicht, habe nicht ich geschrieben. Das ist alles der Heilige Geist, der das spricht. Und Brüder, die er das weitergegeben hat und das aufgeschrieben haben. Ist das so? Aber alles inspiriert von Gott, vom Vater, Sohn, Heiliger Geist. Es sind keine Geschichten. Es ist alles Wahrheit und Tatsache. Glauben wir das? Amen. Und wenn du das glaubst, dann bist du schon auf einem guten Weg. Dann können wir arbeiten. Jetzt rauchen wir eine Menge weiter. Doch Jesus Christus ist keine Unfallversicherung, keine Jobgarantie und keine Krankenversicherung. Auch Christen erleiden Unfälle, werden arbeitslos oder krank, sterben an Herzinfarkt und andere Krankheiten. Wenn Jesus Christus seinen Jüngern sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, dann will er damit sagen, in der Welt gibt es Sorgen, Ängste, dunkle Stunden, auch für euch. Doch ihr könnt guten Mutes sein, denn ich habe die Welt überwunden. Amen. Ist das was, womit man arbeiten kann? Wo wir Hoffnung schöpfen können, Zuversicht? Also ich habe da wieder Kraft bekommen. So, ich lese so ein Tagesfenster hier, war das jetzt? Das ist schon ein bisschen her. Glaubst du, dass wir einen Gott haben, der dich sieht? Amen. Amen. Ist das so? Und wie sieht er dich denn? So wie ich euch jetzt sehe? Nein, er sieht euch anders. Wenn er dich ansieht, dann kennt er deine Ängste, deine Bedrängnisse, deine Situation. Dann sieht er das, was du brauchst. Natürlich sieht er nicht alles, was wir denken zu brauchen. Ist nicht wichtig, was ich anhab. Ob da Boss draufsteht oder Job draufsteht oder weiß ich nicht, was da draufsteht. Wichtig ist, was da drin ist. Jesus Christus sollte in uns dran sein. Ist das so? Wollen wir mal sehen, wie Jesus so gelebt hat, als er auf dieser Erde war, als er auf dieser Erde gewandelt ist. Jesus' erster Bett war eine Futterkrippe. Ist das so? Wo war die Futterkrippe? In einem Stall. In Johannes 1,1, was steht in Johannes 1,1? Am Anfang war das Wort. Wer ist das Wort? Dann geht es weiter.
Am Anfang war das Wort. Und wo war das Wort? Bei Gott. Und? Hey? Und ohne das Wort ist nichts erschaffen, denn alles ist durch das Wort. Ha? Wer ist das Wort? Nochmal? Also hat er alles. Er hat das gemacht. Alles, was wir sehen, die Welt. Ha? Wer hat es erschaffen? Jesus. Und wie ist er auf die Welt gekommen, auf die Erde gekommen? Ganz arm. Ha? In einer Familie, die Bibel sagt uns, und wenn wir das ein bisschen aufmerksam lesen, keine reiche Familie, oder? Oder? War das eine reiche Familie? Also was meiner Erfahrung nach, glaube ich nicht. Ja? Eine arme Familie. Kaputt Lobby, nicht viel Geld, kein Reichtum. Also ich glaube dran, dass wir alle fast, die hier drin sind, glaube ich, in der heutigen Zeit reicher sind, oder? Kennt man mal die Gemeinde, gucken wir unsere Gemeinde an. Jeder, der in eine Gemeinde kommt, gehört zur Gemeinde. Also gehört die Gemeinde dir. Ja? Ist das eine Gemeinde? Wir haben so viele Räume. So viele Räume brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja? Und zwar waren unsere Brüder hier letzte Mal und die wollten ein bisschen so die Gemeinde sehen. Und da sind wir hingegangen. Erst haben sie gedacht, wir waren im Keller und wir denken an Mario Jugendraum, dass das unsere Gemeinde ist. Und die ganze Anlage, alles da, Podium, Kanzel, Mikrofone. Ja, und hier oben alles noch mal größer. Ha? Ist das Reichtum? Kommt drauf an, wie du Reichtum definierst. Ha? Meinst du, Gott, Jesus interessiert, wenn ich mein Auto, die Motorhaube aufmache, ob da 6 Zylinder drin sind oder 4 Zylinder oder 8 Zylinder? Ha? Glaube ich nicht, du? Oder meinst du, wenn du ein Auto hast, kannst du glücklich sein, oder? Wenn man das mal von der Situation sieht. Ich weiß nicht, wie viele Autos hast du? Ich habe 3, aber ich kann noch eins fahren. Einer ist gar nicht angemeldet. Noch ein LKW, noch ein Auto. Geht's uns gut? Amen. Als Jesus, lese ich euch mal, nein, das sage ich euch so einfach, also wird das zu lang. Als Jesus, die Bibelstelle kennen wir. Er wollte predigen und da waren so viele Menschen, die haben ihn so bedrängt. Dann ist er zu einem Mann gegangen, der am Angeln, am Fischen war und hat gefragt, ob er sein Boot benutzen kann. Ein Stück rausfahren, damit alle Menschen ihn sehen kann. Hat keine Kanzel gehabt, keine Podium hier. So wie hoch sind, alle auf bequeme Stühle. Mikrofon noch, damit mich alle hören. Zu laut, zu leise. Ist das so? Ja. Jesus musste sich ein Boot leihen, das war nicht sein Boot. Ein Stück rausrudern und so, dass alle Menschen ihn sehen können. Als Jesus ein paar tausend Menschen sättigen wollte, menschlich gesehen, hat er von einem kleinen Jungen was gekriegt? 5 Brote und 2 Fische. Ja? Das waren nicht mal seine Brote. Ist das so? Wie viele Brote im geistigen Sinne? Ich glaube, Fische haben wir nicht mehr zu Hause. Ja? Vielleicht hast du ein paar Dosen Thunfisch. Aber ich glaube, Essen hast du genug, oder? Also ich habe genug zu essen. Ich war im Krankenhaus, habe 7 Kilo abgenommen. Ich glaube, 5 habe ich schon wieder zugenommen. In 2 Wochen. So geht es bei uns. Ha? Was hat Jesus denn gemacht, als er Steuern zahlen musste? Ha? Heute Passo? Was war da drin? Dieses Lobi hat er Geld in der Tasche gehabt, um die Steuern zu bezahlen? Mit einem Wunder hat er das Geld gehabt, um für sich und für Petrus Haberzoll die Steuern zu bezahlen. Ha? Also können wir mal unser Leben mit Jesus Leben so ein bisschen betrachten. Was will ich dir sagen? Ich will dir nicht sagen, dass du kein Geld haben darfst, dass du kein Auto fahren darfst. Das will ich dir nicht sagen. Du gehst arbeiten, du gehst auf Geschäft. Ich weiß nicht, was du machst. Du betest, dass Gott dir alles gibt, was du brauchst, oder? Hoffe ich mal. Also ich mache das so. Ihr auch. Und dann kriegst du, was du brauchst. Ha? Wenn du arbeiten gehst, dann kriegst du deinen Lohn. Und dann versuchst du damit zu leben. Ha? Aber weißt du was, das war mehr als sie hatten. Als er die Jünger rausgeschickt hat, hatten sie kein Geld dabei. Ja? In Giants, eine Kehr, wo sie aufgenommen wurden, haben sie gegessen, was vorgesetzt wurde, und haben gelebt da, wo sie aufgenommen wurden. Ja?
Und damit hätte ich ein großes Problem. Ich schlafe fast nirgendwo, in Hotels nicht und essen tue ich auch nicht überall. Ha? Ja, am besten. Aber Jesus war nicht so, ist das so? War Jesus einfach? Wir sind nicht mehr so einfach, ha? Wir sind modern. Wir sind ein bisschen fein geworden, na? Ich auch. Was ich euch sage, gilt als erstes zu mir. Ich war im Krankenhaus, da waren noch ein paar andere Männer mit drin, konnte ich nicht schlafen. Ich war um 3 Uhr, halb 4 auf dem Zimmer und um 5 Uhr war ich draußen auf dem Stuhl im Flur. Wir sind das nicht gewohnt, ha? Aber wisst ihr was? Jesus gibt dir, was du brauchst. Aber weißt du, was wichtig ist? Sei dankbar dafür, was du hast. Ist nicht selbstverständlich, dass du ein Auto hast. Und ist auch egal, wenn da noch 4 Zylinder drin sind, ha? Und der noch 100 PS hat. Aber du kannst einsteigen, kannst fahren, wohin du willst, ha? Jesus kam als König nach Jerusalem. Wie wurde er denn empfangen? Auf was war er denn da? Koneski Eseskia. War das sein Esel? Ja, aber nicht sein Esel, ha? Was hast du bis Kibri, ha? Ja, ist das so? Leihwagen. Dann das Abendmahl. Wo hat Jesus denn mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert? War auch nicht eins, ha? Die Tikasso wurde vorbereitet von ihnen, ha? Und da konnte er dann mit seinen Jüngern das Passa, das erste Abendmahl feiern, ha? Also sehen wir, Jesus hat ein bisschen anders gelebt als wir, ha? War Jesus demütig? Amen. Ist Jesus immer noch so? Jesus ist ganz einfach, ha? Wie ist das manchmal, wenn du vor Jesus kommst? Manchmal bist du wirklich am Boden, ha? Du brauchst Hilfe. Und dann manchmal ist das Gebet am aufrichtigsten, ha? Wenn du in eine Situation kommst, ich sag schon wieder ha. Letztes Mal haben wir ein bisschen geredet, ich, Standard, Johnny, pass auf, und da haben wir alle unsere Ticks rausgefunden. Jeder hat einen Tick beim Predigen. Okay. Ja. So ist das, ha? Auf jeden Fall möchte ich ein paar Sachen verändern. Du auch? Jesus hat das nicht nötig gehabt, oder? Er war und ist der Sohn Gottes. Ist das so? Aber warum hat Jesus das denn alles mitgemacht? Für dich. Wir waren letztes Mal in Köln und da hat Sinto was gesagt. Die ganzen Zusagen und alles, was Jesus gemacht hat, sag nicht immer, das war für uns alle, sag, das war für dich. Jesus ist für dich gestorben. Jesus ist für dich am Kreuz gegangen, für mich am Kreuz gegangen. Er hat mich so geliebt, dass er gedacht hat, ich bin es wert, ja? Und er hat mich als wertvoll gesehen. Dich auch? Amen. Und nochmal, ich möchte kein zu nahe treten, das heißt nicht, dass du kein T-Shirt oder Pullover anhaben darfst, wo eine Marke draufsteht. Nein. Aber sei dankbar, alles was du hast, ist aus der Gnade Gottes gegeben. Stehst du morgen früh auf, bist du gesund, dann ist das nicht selbstverständlich. Deine Familie ist gesund, ist das nicht selbstverständlich, glaub mir das. Du kannst hingehen, wo du willst, du kannst essen, wo du willst, du kannst machen, was du willst, das ist nicht selbstverständlich. Wenn wir gucken, 1, 2 Länder weiter, da ist Krieg, ja, das Land ist kaputt, oder gucken wir, was in Israel passiert ist, Palästina, die andere Seite sieht auch nicht besser aus jetzt, ja? Die Menschen, die Nechavi, Häuser bombardiert. Ich glaube, die wären dankbar, wenn sie das haben, was du hast, oder? Ist das so? Wir leben noch in einem Land, wo es uns gut geht. Aber selbst das ist aus Gnade so. Ist das so? Viele sagen immer, früher war die Zeit besser. Ich bin noch nicht so alt, aber wenn man noch guckt, als wir Kinder waren, war es Panama nicht so schlimm wie jetzt da. Ich glaube, früher im Fernsehen hast du nicht so schlimme Sachen gesehen wie heute in Deutschland. Ha? Aber wisst ihr was? Uns geht es immer noch gut. Wir leben immer noch in einem Land, wo du frei bist, wo du machen kannst, was du willst. Wo du auf die Straße gehen kannst, du kannst Jesus predigen. Du kannst Jesus loben und preisen. Du kannst in die Stadt gehen und kannst sagen, hier, kannst das Wort Gottes weiterschenken. Ha? Wisst ihr, was mir Gott noch gezeigt hat?
dass alles, was wir machen, auch die Dinge, wo du gar nicht dran denkst, bedanke dich bei Gott dafür. Manchmal fährst du weg auf Geschäft, deine Kinder gehen in die Schule, deine Frau ist zu Hause oder arbeiten. Und ein paar Stunden später seid ihr alle wieder gesund zu Hause. Ist das so? Auch das ist Gnade. Wenn wir uns ein bisschen beschäftigen mit das alles, auch dann kommst du auf so viele Punkte, für die du Gott eigentlich jeden Tag danken solltest. Machen wir das? Klar, wir sagen Dankeschön, Jesus, wenn ich auf Geschäft bin, wenn ich was verdient habe, sage ich Dankeschön. Wenn ich nichts verdient habe, sage ich auch Dankeschön, dass ich wieder zu Hause bin. Ja? Aber eigentlich sind wir doch so, auch wenn wir nichts verdienen, sind wir auch versorgt, oder? Oder wenn ich jetzt morgen auf Geschäft gehe, verdiene ich nichts, heißt das nicht, dass ich Hunger leide, oder? Wisst ihr, was der Gedanke, versteht ihr, was ich sagen will damit? Dass wir alles haben, was wir brauchen. Ha? Und manchmal habe ich mich selber ertappt. Oh Jesus, die gehört ihre Villa. Ein Laupo-Auto, ha? Finjankova, kennt ihr das? Doch glaub mir, wenn es möglich ist, dann macht das. Aber ich glaube, Jesus stellt das nicht besonders, ob ich einen Ford oder einen Mercedes fahre, glaub mir das. Ist das so? Wenn es dir möglich ist, kauf, mach. Wir wollen nicht so gerade eben leben, wie sind. Wir wollen doch gut leben, ha? Ist doch so. Oder? Also ich möchte gut leben, du auch? Das kannst du auch, aber durch die Gnade von Jesus Christus. Und sei dankbar, dass du das machen kannst, es ist nicht selbstverständlich, ja? Ha, Ipi. Ipi, liegt der Busfahrer auch, Ipi. Alla dankbar, Ipi, für den Job. Ja? Zweimal Urlaub im Jahr, Malle. Kommt sie auf 2 Minuten, ich gebete aber ja wohl, ich denke, sie da, kommt, was guckt, das von 1.000 Euro. Ja, die, Geduldig sein. wenn es möglich ist, dann macht das, ha? Ich glaube, es ist doch schön, wenn wir uns freuen können, können im Urlaub fliegen und alles machen, ha? Aber wen haben wir das zu verdanken? Jesus. Wenn du gute Geschäfte machst, wen hast du das zu verdanken? Amen, ist alles die Gnade durch Jesus, ha? Und eins möchte ich noch sagen, Jesus hat andere Maßstäbe als wir, ha? Interessiert nicht, ob ich jetzt hier Schuhe von Lacoste anhab oder ob da nichts draufsteht, ha? Wisst ihr, was Jesus und Gott wichtig ist? Dass wir den Willen seines Vaters machen, ha? Jesus hat gesagt sogar zu seinen Jüngern, er hat eine Speise, von der sie nichts wissen, ha? Jo, weißt Charlo ohne dich, hallo, was da kriegst du geworden? Weil Jesus nicht so im Fleisch gelebt hat wie wir, ha? Jesus hat im Geist gelebt. Damit möchte ich nicht sagen, dass er kein Mensch war. Was war Jesus? Wir müssen bekennen, dass Jesus zu 100% ein Mensch war, oder? Aber Jesus war voll im Geist, ja. Und wir leben manchmal noch zu viel im Fleisch. Manchmal lassen wir uns von der Welt so verblenden, so wie ich in dem Moment. Da ist das richtig damals im Krankenhaus, wie als ob da was weggefallen wäre von mir. Nein, Bro. Ich bin bei euch aller Tage bis an der Weltende und der Herr, der Kopf ist ein Spitaler. Ich will den Namen gar nicht sagen. Wer ist das denn? Der uns was vorspielt, dass wir das nicht merken. Ist nicht wert, dass wir den Namen hier sagen, im Haus Gottes. Aber wir sollten aufmerksamer durch die Welt gehen. Geistlich aufmerksamer. Mit offenen Augen. Unsere Sinne müssten geschärft sein. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und andere Stimmen auch. Aber nee, was weiter dann? Meine Schafe kennen meine Stimme. Kennen wir seine Stimme? Wenn du eine andere Stimme hörst, die dir was eintrichtern will, und die Stimme, die nicht bekannt vorkommt, dann hör nicht drauf. Hör auf die Stimme, die in deinem Innern ist. Und wisst ihr was? Die andere Stimmen, die können nicht von deinem Innern kommen. Die können dich von außen beeinflussen. Vielleicht können dir Sachen vorlegen. Ich aber auch gerne unbedingt. Jamangel, die Tapresko-Banai, Bibel sagt, ihr macht euch Pläne, wenn dann und dann die Zeit kommt, sagt ihr, wir wollen da und da hingehen und gute Geschäfte machen. Ob man der Journey haben, die du dem neu brauchst. Oder? Wir haben so nie Pitura. Ich habe noch nie gehungert. Aber so sollten wir geistig aufmerksam sein.
Menschlich wissen wir sofort, was uns fehlt, wenn man einen fragt. Ha? Ich brauche Herden, am Weg ist da. Aber was brauche ich geistlich noch? Was fehlt mir noch? Ha? Wo habe ich noch Mangel? Wo kann ich noch zulegen? So geistlich wäre ich nicht so stabil, oder? Die Optik, wie fleischlich. Oder? Deswegen, meine Brüder und Schwestern, ich möchte euch eins sagen, das soll nicht was Entmutiges sein, nein. Ich will euch einfach sagen, pass auf, halte dich mehr an Jesus. Und glaub mir, was Jesus dir gibt, das brauchst du. Und was Jesus dir nicht gibt, menschlich gesehen, das brauchst du auch nicht. Ist das so? Hast du alles? Dann danke Jesus. Und wenn du betest und das manchmal nicht zustande kommt, was du betest, dann glaub mir, Jesus weiß, was er tut. Amen. Gott weiß, was er tut. Ha? Meinen wir manchmal, wir wissen mehr als Jesus? Glaub mir, Jesus weiß alles. Dagegen sind wir nicht weise. Ja? Und wenn du was betest, dann sollten wir uns Jesus als Vorbild nehmen. Herr, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ja? Ist das so? Amen. Bis hierhin das Wort Gottes. Wollen wir zusammen aufstehen, wenn ihr wollt? Halleluja, Jesus, Herr. Oh Vater, mi chiamato che danke schön per il Vater, Jesus, Herr. Danke schön, die Rakre, Vater, Herr Jesus, auf ihre Chavelli, Vater, Jesus, Herr. Danke schön, die Rakre, Vater, auf ihre Gemeinde, Jesus, Herr. Danke schön, Vater, Herr Jesus, Herr. Ja, einfach, Vater, frag nur, Vater, du das so Platz zu drehen, Jesus, Herr. Und kann auch Evangelium tut der Vater, Herr Jesus, Herr. Sicki tu menti, Vater, der Maru, Jeepen, wichtig, Jesus, Herr. Heute braucht Vater, Jesus, Herr. Die wachs hast geistlich, Vater, Herr Jesus, Herr. Und Sicki menti, Vater, Jesus, heute braucht Jesus. Und heute von der Welt, du hier, Vater, Jesus, Herr. Einfach, heute braucht Jesus. Die Vertrau hast du, Butte, der Vater, Jesus, Herr. Die Pazas, Butte, der Tutti, Jesus Christus, Herr. Den tu Genär, Vater, heute braucht Jesus. Heute bin ich wichtig hier, Vater, Herr Jesus, Herr. Und Gott, heute bin ich einfach noch mich du hier, Vater, Herr. Den gar oft die Mare Vinci, Vater, Jesus, gar mich du vermengen, Vater, Jesus, Herr. Aber tu Genär, lauter, Vater, Jesus, Herr. Mit Schwa lauter, Vater, Herr. An Tiere, was da, Jesus. Halleluja, Jesus. Amen.